Wenn wir dann noch an die Chambre gehen, für Dauphin zu schwätzen, die Delegation von der Stimme, da muss ich mal gucken, wie undemokratisch die Chambre im Moment funktioniert. Da gibt es eine Kommission von den Präsidenten von den Fraktionen, die dezidieren, was diskutiert wird, die dezidieren, wie nie das diskutiert wird, und die dezidieren, wie lange ein Mensch darf schwätzen, Deputierten oder eine Partei oder eine Gruppe dazu darf schwätzen. Regelmäßig an der Fraktionssitzungen, das kann das gut, ja, das Modell 1, dann nur 2 Minuten. Es kann ja aber nicht sein, dass ein Deputierten, den die Stimmen delegiert hat von seinen Wählern, und wir so ja an diesem System ganz klar Mandat gehört dem Deputierten nicht seiner Partei, ob 2 Minuten begrenzt wird, für zu schwätzen. Just weil eine enge Partei gehört oder enger Pfeff, erster wie enger andere Pfeff. Und das ist etwas, was ganz klar muss reformiert gehen, aber was ich persönlich mal vorgeholt habe, notfalls juristisch zu kippen. Da schwätzt die Molenke so lange wie mengt willen zu schwätzen über ein Thema, und da muss der Präsident so nur aus der Redezeit rüber, und dann muss er eine Sanktion holen, und dann muss er für eine Verfassungsrichtung gehen, und dann muss er, nachdem er in 2 Instanzen halt zuletzt eventuell verloren hat, weil nicht ob konstitutionell kommt, ob Straßburg, und dann gelebt man spätestens da, wird es gekippt. Weil wenn als Verfassung sieht, die Luxembourgeois sont égaux devant la loi, da gilt das auch für Deputierte. Auch die sind égaux devant la loi. Und kann es in der Schweiz mehr in der Schweiz wie Roden oder wie Gringen oder ein Move getöppelt. Voilà. Dafür sind wir auch der Meinung, was den Fraktionsstatus angeht, dass das auch ein extrem ungerecht und undemokratisch sagt, dass wir da sollten inspirieren, also nur beschleunigen. An Deutschland zum Beispiel 5% für das Land, das nicht gerade dafür bekannt, für Kleinparteien zu favorisieren, aber da hat dem mit 5% von den Deputierten, das wären halt Lützeburg 3, hat den Fraktionsstatus mit all den Avantagen, finanziellen Avantagen, materiellen Avantagen, die damit verbunden sind. Kommissionen, wir sind der Meinung, dass alle Parteien, die an der Chambre vertreten, dass auch wenn sie nur ein Deputiert hat, müssen an der Kommission des Präsidenten vertreten sind. Das ist nämlich das Gremium, wo den Ordre du Jour gemerkt wird, und da hat Mitspracherecht können ausüben. Dasselbe gilt für die verschiedenen Kommissionen. Ich meine, heute lauter Alhosen, die wissen, die wirklich erbischt, die parlamentarisch erbischt wird gemerkt an den Kommissionen, nicht wie an den Plenarsitzungen. Es kann an Eisener nicht sein, dass eine Partei nicht stimmberechtigt an alle Kommissionen vertreten. Das scheint als ein elementären demokratischen Prinzip zu sein. Eine besonders wichtige Kommission dabei ist Budgetskontrollkommission, wo auch misst der Poids, besonders auch von der Opposition, verstärkt wird, weil das die Kommission, die dafür sorgt, dass nicht so viel Unfug getrieben kann, immer diesen Steuergelder.